Stätten des Völkermordes, Ruanda. Das atomar verseuchte Tschernobyl. Das Konzentrationslager Auschwitz. Der Ground Zero in New York. Orte, an denen viele Menschen ihr Leben verloren haben. Peter Hohenhaus hat sie alle bereist und schreibt sogar an einem Reiseführer über Dark Tourism. Diesmal ist er an einem der düstersten Orte Bayerns, am Obersalzberg. So ein merkwürdiges Licht. Auf Hitlers Bunkeranlage im Berg ist er gespannt, wo sich die Nazi-Größen verschanzen wollten, um ihre Gräueltaten zu Ende zu bringen. Was zieht einen Dark Tourist an bedrückende Orte statt an Traumstrände? Einerseits findet man das optisch toll, andererseits erinnert man sich daran, was es ist. Und das ist dann immer so eine Achterbahnfahrt, eine emotionale. Es ist eben was anderes, nur ein Buch zu Hause auf dem Sofa zu lesen oder zu den Orten selbst zu gehen. Dann bleibt es einfach stärker in der Erinnerung drin. Ja. Graffiti aus der Zeit, also, beziehungsweise gekratzt. Mit reinem Geschichtsinteresse lässt sich der neue Trend Dark Tourism aber wohl kaum erklären. Also das hat schon was Gespenstisches. Man weiß auch vieles gar nicht, was hier alles hätte entstehen sollen. Muss man sich dann ausmalen. Und dafür ist so ein Ort dann gut. Kopfkino. Ist es der Reiz, imaginär dabei zu sein bei den größten Katastrophen der Menschheit? In das bis heute radioaktiv verseuchte Tschernobyl ist Peter Hohenhaus seit 2006 schon 3-mal gereist. Beim vorletzten Mal waren wir auch im Innern, konnten also in einen dieser Kontrollräume auch gehen, die ja alle gleich gebaut sind. Also das ist dann genau, als würde man in diesem Block 4 Kontrollraum des Reaktors stehen. Und das ist natürlich schon, die Aura der Geschichte ist da also wirklich mit beiden Händen zu greifen. Keine fröhlichen Schnappschüsse im Sonnenuntergang. Es sind Erinnerungen der anderen Art, die Peter Hohenhaus mitbringt. Was ist der Reiz am düsteren Reisetrend? Da wird schwer philosophiert, was denn da die Motivation sein können. Und eine von denen ist eben, dass es ein Mittel ist, sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Das ist es für mich eigentlich weniger. Unterm Strich überwiegt dann doch immer noch der Erkenntnisgewinn über sich selbst durchaus. Ist Dark Tourism Voyeurismus? Peter Hohenhaus sieht es vielmehr als ein Gedenken an die Opfer. Sie bekommen eine Stimme. Doch auch er kam schon an seine Grenzen. Wie in Ruanda, wo er an Gedenkstätten des brutalen Völkermordes war. Da werden dann auch wirklich die Leichen der Opfer ausgestellt. Das tun die vor allen Dingen, um im eigenen Lande der Leugnung des Völkermords einen Riegel vorzuschieben. Das ist so in der Hinsicht, was es an emotionaler Schockwirkung oder auch Nachwirkung war, das wahrscheinlich so das Heftigste. Die Geschichte bleibt so allerdings präsent. Plant Peter Hohenhaus danach einen erholsamen Strandurlaub? Die Strände in der Normandie von der alliierten Invasion, das ist nun mal am Strand. Da gehe ich dann auch mal auf den Strand. Aber klassischer Strandurlaub so mit so einem Resort und ganz vielen Leuten, für mich ist das die Hölle auf Erden.